Herzlich willkommen zum Köln TV Talk. Sie ist Skifahrerin und fährt für den TSV Bayer 04 Leverkusen. Mit 14 Jahren ging es mit Bruder und Mutter nach Berchtesgaden zum Skifahren, um auch dort zu bleiben. Über Australien und Trainingslager dort ging es dann bis in die Freestyle-Nationalmannschaft. Bei uns ist Lara Frost. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön, hallo. Klingt erstmal nach einem Künstlernamen, ist es aber nicht. Und als erstes müssen wir dich natürlich darauf ansprechen. Verletzt, was ist passiert? Ja, ich habe mir dieses Jahr beim Europacup das vordere Kreuzband im Wettkampf gerissen und das Innenband. Wie sieht's aus mit dem Heilungsprozess? Ab wann darfst du wieder auf die Skier drauf? Ja, ich muss jetzt noch einmal operiert werden. Das vordere Kreuzband muss noch gemacht werden, aber dafür muss das Innenband erst komplett verheilen. Ja. Und ja, ich hoffe, dass ich dann schnell regeneriere und dass ich im Sommer dann schon wieder auf den Skiern stehen kann und auf alle Fälle nächste Saison wieder voll mit dabei bin. Gebürtig kommst du aus Münster, fährst für den Skiclub Bayer Leverkusen. Da denkt man nicht sofort an Elite, an die Spitze des Skifahrens. Wie bist du selber zum Skifahren gekommen? Ja, meine Eltern sind beide Skilehrer und ich stand das erste Mal mit 3 Jahren auf Skiern. Meine ersten Rennen waren sozusagen die Abschlussrennen bei der Skischule. Und irgendwann wollte ich halt dann mehr Rennen fahren und bin dadurch halt zu den Skiclub Bayer Leverkusen gekommen, weil es der beste Verein war bei uns in der Nähe. Ja. Und bin dann sozusagen mit 8 Jahren da eingetreten und bin dann die Kids Cup Serie gefahren, die ich zweimal gewonnen habe. Und dann auch Schüler Cup, wo ich alle Meisterschaften gewonnen habe im Nordrhein-Westfalen. Und ja, so bin ich zum Skirennsport gekommen. Ich habe gelesen, so in den jungen Jahren, in deinen Anfängen seid ihr regelmäßig am Wochenende runtergefahren. Was waren das für Trips? Was hast du da für Erinnerungen dran? Also das war echt immer stressig. Wir sind freitags nach der Schule 8 Stunden mit dem Auto nach Bayern gefahren, zu Rennen, auch teilweise nur zum Training oder so. Ja. Nach Sölden waren wir damals viel und ja, in den Ferien waren wir auch immer, die ganzen Herbstferien, alle Ferien eigentlich nur im Trainingslager und sind halt dann sonntags nach dem Training um 4 wieder ins Auto, 8 Stunden mit dem Auto zurück, unterwegs noch Hausaufgaben gemacht oder gelernt und ja. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Also erstmal, wie hast du trainiert hier überhaupt? Ja, also als ich noch in Münster gewohnt habe, waren wir eigentlich 3 Mal in der Woche in Bottrop in der Skihalle und haben da trainiert, haben Stangentraining gemacht, viel Techniktraining und dann am Wochenende halt ab in die Berge. Ab in die Berge ging es dann mit 14 Jahren mit Mutter und Bruder. Wie ist dieser Schritt damals abgelaufen? Deine Idee gewesen? Ja, also hauptsächlich meine Idee gewesen, nachdem ich meine Schüler-Cup Serie bei den deutschen Meisterschaften mit dem 7. Platz abgeschlossen habe, wollte ich unbedingt wissen, ob ich gegen die Bayern auch antreten kann und hatte halt die Idee, hier runter zu gehen. Und dann haben wir mit der Familie ziemlich lange drüber nachgedacht, weil es ja nicht einfach ist, alles sozusagen liegen zu lassen. Und wir haben uns dann als Familie entschlossen, runterzuziehen nach Berchtesgaden und ich wohne jetzt seit 5 Jahren mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder Roman, der auch Skifahrer ist in Berchtesgaden. Ja. Er ist Slalomfahrer, du fährst Freestyle und wie das aussieht, das können wir uns einfach mal angucken. Also Buckelpiste gefahren, hat man gesehen. Mittlerweile fährst du Freestyle, das ist so eine Mischung aus Buckelpiste und Schanze? Ja, es sind 2 Sprünge, die man bewältigen muss und halt Buckelpiste. Und man muss halt sozusagen wirklich alles können. Einerseits die Technik in den Buckeln haben, andererseits wirklich die Sprünge fest haben, weil wenn man die nicht steht, dann geht es auch einfach in den Buckeln nicht weiter. Ja. Und die Wertung wird halt so gemacht, es gibt einmal, die Zeit wird bewertet, dafür kriegt man Punkte. Es gibt sozusagen eine vorgegebene Zeit, die wird ausgerechnet von der Länge der Piste, wie die Buckel sind, wie die Steilheit ist. Und je näher man an der Pacetime halt dran ist, kriegt man halt die entsprechenden Punkte. Dann werden die Sprünge bewertet auf, wie schwierig sie sind und wie sie ausgeführt wurden. Und die Buckeltechnik halt, wie die aussieht oder wie die halt ist. Man kennt das von den Olympischen Winterspielen. Da sind dann die Jungs mit 2, 3 Überschlägen unterwegs. Bei wie viel bist du? Ja, ich mache oben einen gestreckten Rückwärtssalto
und unten ein Vorwärtssalto. Wir sind jetzt momentan aber dabei, auf dem Trampolin die Schraubensaltos zu üben. Und ich hoffe halt, wenn so mein Knie schnell wieder verheilt, dass ich die nächstes Jahr auf der Wasserschanze üben kann. Das ist so eine Vorstufe, also wir üben erst die Sprünge auf dem Trampolin, gehen dann im Sommer auf die Wasserschanze. Das ist eine Schanze, wo wir mit Skiern, Neoprenanzug, Schwimmweste und Helm und Skischuhen die halt üben und sozusagen im Wasser landen. Das auch, wenn sie nicht hundertprozentig stimmen, dass es nicht so weh tut. Und erst wenn sie da wirklich klappen, gehen wir in den Schnee. Und das macht echt super viel Spaß. Man kann total viel ausprobieren und ja, ist immer ganz cool. Wie viel Überwindung hat dich dein erster Backflip, dein erster Salto gekostet? Oh, sehr viel. Also Rückwärtssalto habe ich den ersten gemacht, glaube ich, mit 15 und da geht einem ganz schön die Pumpe vorher. Und ja, aber wenn man es sozusagen auf der Wasserschanze schon oft gemacht hat, dann hat man es im Gefühl. Ja. Und das ist dann eigentlich echt nur noch Überwindung, weil man weiß, man kann es, aber ja. Also wovor ich mehr Angst hatte, war vom Vorwärtssalto, weil da sieht man die Landung erst viel, viel später oder sozusagen gar nicht. Da muss man einfach das Gefühl für den Sprung haben und auch für die Luft und sowas. Aber ja, es ist alles machbar und macht super viel Spaß. Also das freut mich zu hören. Wenn ich auf so einer Skipiste fahre, und da sind ja auch manchmal kleinere Buckel, dann habe ich da einen riesen Respekt vor. Erklär mir, wie funktioniert Buckelpiste fahren? Ja, also man muss auf alle Fälle skitechnisch total gut ausgebildet sein. Und es ist auf alle Fälle nicht einfach und man lernt es auch nicht innerhalb eines Jahres oder so. Das ist eine lange Entwicklung. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man stabil im Oberkörper ist, schnell kräftig in den Beinen und ja, sich auch teilweise einfach traut, schnell zu agieren. Und das halt, man zieht sozusagen die Beine vor den Buckeln weg und bremst dadurch, indem man die Skier ins Tal reinstreckt. Ja. Siehst du eigentlich das, wo du dahin fährst, oder ist das eine reine Gefühlssache? Nee, man sieht, also man hat alles komplett im Sicht. Man schaut sozusagen immer 3 Buckel vorher, was da ist. Ja. Und das ist ja immer der gleiche Rhythmus. Klar gibt es mal längere, mal kürzere Buckel, Doppelbuckel oder sowas. Aber man übt ja schon vorher auf der Piste und kennt dann alles ganz genau und ja. Mittlerweile in Berchtesgaden bist du auf einem Ski-Internat, oder es ist ein Internat, eine Skischule, eine Eliteschule des Skisports. Ja, es ist eine Eliteschule des Wintersports, wo viele Kaderathleten aus allen Wintersportdisziplinen sind. Zum Beispiel der Andreas Wellinger, der Skispringer, ist ein Klassenkamerad von mir. Und Maria Riesch oder die Rebensburg, die waren auch auf dieser Schule. Und die Schule ermöglicht uns halt sozusagen unseren Sport voll und ganz auszuüben, aber nebenbei auch eine schulische Ausbildung zu absolvieren. Wie sieht da euer Alltag aus? Ja, also bei uns fängt normal die Schule um 8 an und hört um 4 auf. Erste Stunde Skifahren, zweite Stunde Schneekunde? So nicht. Also wir haben sozusagen schon ein bisschen wenig Unterricht. Wir machen sozusagen noch G9, das heißt das Streckungsjahr. Das wird den Leistungssportlern ermöglicht. Das heißt, wir strecken die 11. Klasse über 2 Jahre und haben dann eine 4-Tage-Schulwoche nur, freitags komplett frei. Weil freitags im Winter sind so oder so fast nie Sportler da, weil wir immer unterwegs sind. Und wir haben schon einen ganz normalen Stundenplan und Unterricht auch. Aber wenn wir halt Training haben oder Rennen anstehen oder so und die zum Beispiel auch in der Woche sind, dann kriegen wir von der Schule frei, kriegen die Unterrichtsmaterialien mitgegeben, die wir verpassen, sollen halt schauen, dass wir es versuchen, selbst ein bisschen zu erarbeiten. Aber wenn wir dann wieder in der Schule sind, kriegen wir Nachführunterricht und alles sozusagen dann nochmal neu beigebracht. Fehlt dir auch so ein bisschen was manchmal, wenn du, sag ich mal, immer mit Skifahren zu tun hast und sich alles nur ums Skifahren dreht? Nee, eigentlich nicht. Also wir sind immer mit der Mannschaft unterwegs. Wir sind wie so eine kleine Familie. Wir verstehen uns alle super gut und es ist einfach immer toll, mit denen unterwegs zu sein. Klar vermisst man dann schon die Familie, weil ja, im Winter ist man wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Aber das kann man dann im Sommer alles wieder nachholen. Ja. Wie waren so deine ersten Tage dann in Berchtesgaden? Musstest du dich viel anpassen? Ist man da als junge Dame aus Nordrhein-Westfalen auch ein bisschen Exot? Ja, also natürlich ist es immer nicht einfach, sich irgendwo neu einzugliedern oder so. Und klar braucht es auch seine Zeit, neue Freunde zu finden, überhaupt erstmal das neue Ambiente aufzunehmen und sowas. Und es war am Anfang nicht einfach, aber es hat sich jetzt ziemlich gut entwickelt und ja, fühle mich richtig wohl da. Du bist jetzt in der Nationalmannschaft unterwegs. Was ist dein Karriereziel? Ja, jetzt erstmal überhaupt gesund zu werden. Und nächstes Jahr der Einstieg in den Weltcup wird erstmal wieder langsamer sein, weil ich mich nächstes Jahr auch aufs Abitur konzentrieren will. Ich möchte das gut abschließen, das ist mir auch sehr wichtig. Und nach dem Schulabschluss möchte ich mich dann komplett auf den Sport fokussieren. Und ja, das größte Ziel ist auf alle Fälle die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea. Wie viele dürfen hin oder wie groß ist die Konkurrenz da für dich?
Also in Deutschland, wir sind momentan in der Nationalmannschaft 4 Mädchen und ja, ich muss mich halt zeigen, dass ich es kann, eine bestimmte Platzierung im Weltcup erreichen und dann wird sich das schon ergeben. Ja, internationale Konkurrenz, wie ist das da bei den Olympischen Spielen? Muss man da eine Norm erfüllen? Hat Deutschland feste Startplätze? Ja, Deutschland hat sozusagen feste Startplätze, aber Deutschland hat auch sozusagen selber vorgeschrieben, was der Athlet erreichen muss, um dahin fahren zu müssen. Und international ist natürlich die Konkurrenz super groß. Die Amerikaner, die Australier, die Kanadier sind alle sehr, sehr stark. Aber ja, wenn man viel trainiert, ist alles möglich. Du warst selber auch schon in Australien Skifahren, hast dich da im Sommer darauf vorbereitet. Ich wusste gar nicht, dass man in Australien Skifahren kann. Ja, vor 2 Jahren im Olympischen Winter waren wir im Sommerferien, also meinen Sommerferien, 4 Wochen in Australien, in den Blue Mountains. Das Skigebiet heißt Perisher oder Blue Mountains. Ja. Und da wurde eine Buckelpiste gebaut und da sind alle Nationen hingekommen, haben sich alle getroffen, um sich halt optimal auf das olympische Jahr vorzubereiten. Ja. Als Profi-Skifahrerin oder wenn man sich nur darum kümmert, kann man davon leben? Kann man damit vielleicht sogar reich werden? Ja, also man muss halt Sponsoren finden. Das ist generell kein billiger Sport. Und ja, es gibt halt auch immer sozusagen Preisgelder. Aber ja, so einen Job danach sollte man schon schauen. Ja. Was ist dein Traumberuf? Ich weiß es noch nicht wirklich. Also vielleicht irgendwas mit Reisen oder so, weil ich das echt gerne mag und das auch an diesem Sport so liebe, dass man viel rumkommt und ja, mal schauen. Ja, dein Vater macht Skireisen, also es würde quasi auch in der Familie bleiben. Ein bisschen Zeit hast du ja auch noch. Thema Reisen, hast du selbst ein Lieblingsskigebiet? Puh, nee, eigentlich nicht wirklich. Ich mag es gerne, viel auszuprobieren, viel rumzukommen, viele neue Pisten kennenzulernen und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Als Skifahrerin selber ist immer ein Riesenthema generell in den Medien, globale Erwärmung, Klimawandel. Du hast es jetzt natürlich mitgekriegt. Wie sehr hat das den Skisport in den letzten Jahren auch schon verändert? Ja, es fallen besonders am Anfang der Saison viele Rennen aus, weil dann im Dezember noch nicht so viel Schnee liegt, besonders in Deutschland. Also wir hatten den ersten Weltcup in Finnland, in Ruka. Und da war natürlich super viel Schnee, aber ja, besonders bei meinem Bruder hat man gemerkt, dass viele Rennen am Anfang ausgefallen sind, weil einfach in Deutschland kein Schnee lag. Und das ist schon schade zu sehen, weil ja, früher war das halt sozusagen noch alles machbar und jetzt verschiebt sich alles mehr nach hinten, weil der Schnee später kommt. Aber kommt trotzdem Schnee? Ja, also in Finnland oder auch in Amerika und Kanada liegt dann doch immer noch sehr, sehr viel. Also die Zukunft ist auf jeden Fall gesichert. Wirst du auch künftig weiterhin für den TSV Bayer Leverkusen fahren? Ja, auf alle Fälle. Was tut der Club für dich? Also er unterstützt mich super toll. Also könnte ich mich ohne die Unterstützung könnte ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Und das ist halt einfach auch, das Herz hängt da so dran, weil sie haben mich von klein auf wirklich großgezogen, mir meine Skiausbildung gewährleistet und so viel mit mir durchgemacht auch, dass das einfach mein Verein ist. Und vielleicht die ein oder andere Après-Ski-Party, wenn du mal hier bist? Ja, nee, hatten wir noch nicht, aber kommt bestimmt noch. Ja, vielleicht mal eine Idee. Und du hast auch schon gesagt, bei den Freestylern, da ist auf jeden Fall mehr los, auch gerade partymäßig, als im Rennbereich, wo du früher unterwegs gewesen bist. Ja, früher war das halt Mädchen und Jungs getrennt und sozusagen beim Alpinen war alles ein bisschen ja, stressiger und ja, im Freestyle sind wir eine große Familie und da gönnt man sich dann auch gerne eine Feier nach den Rennen, wenn es gut gelaufen ist. Auch mit den anderen Nationen, das ist immer sehr viel Spaß. Mit dem großen Ziel Olympia, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute da warst, Lara Frost. Und liebe Zuschauer, wir bedanken uns auch bei Ihnen fürs Zuschauen, wünschen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. So.